Ja, ja, ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde, so ist denn alles, was dir Sünde, Zerstörung, Arsch, wenn heute mal meine Händeln zerstört, Zerstörung, kurz jetzt muss ich nachschauen, auf mein Zettel, ihr seht's ja mit, was steht da in den Arschloch kleinen Hefteln, in dem zitronengelben Heftel, also mehr oder weniger für die Gymnasiumschüler, für die Studenten, was steht da? Das ist Sünde, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Ja, mein Element besteht jetzt darin, dass ich diese Arschloch-Faschings-Krampus-Händel wieder richtig aufsetzen kann. Ja, das war jetzt einmal aus dem weltberühmten Fauststück Faust, erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe. Ja. Und naja, mir fällt das immer wieder gut. Verschiedene Variationen, Visionen war falsch. Versionen habe ich schon interpretiert. Weltweit bekannt natürlich durch meine Interpretation. Ich glaube, muss ein Bier saufen, weil ich habe das jetzt nämlich schon ein paar Mal durchgegangen, den ganzen Scheiß, und das wirklich natürlich umbringen, das ist nicht leicht. Ja, und ich will kein Rapper sein, weil es ist manchmal, aber es gefällt mir schon ganz gut. Also, manchmal komme ich ein bisschen so in das Steirische rein, in das Gescherte rein, weil ich bin ja kein richtiger Wiener. Ich komme von südlichen Niederösterreich, von der buckligen Welt. Aufgewachsen in Ternberg, beziehungsweise Ternberg, das ist in der Nähe bei Scheiblingkirchen, Scheiblingkirchen ist in der Nähe von Aspang, Aspang in der Nähe, nein, ich muss wieder zurück, also Ternberg ist in der Nähe von Scheiblingkirchen, Scheiblingkirchen ist in der Nähe von Bitten, Bitten ist in der Nähe von Geißenfeld, wieder Retourreißen, Geißenfeld ist wieder in der Nähe von Bitten, also die Vorsteirer oder wie gesagt, das sind die, in der buckligen Welt ist eine ganz eigene Welt, die reden ein bisschen so leicht südburgenländisch und nordsteirisch, also ein lieber komischer Akzent, ich liebe ihn. Und jetzt bin ich in Wien, natürlich, das hat mich gefreut.